Herzlich willkommen in F1 2018. Wir sind jetzt hier mal im Menü und wir sehen, da ist nicht groß anders als wie bei F1 2017. Wir haben den Karrieremodus, den Grand Prix, wir spielen Zeitfahren, Event, Meisterschaft, Karriere wieder und dann ist es schon wieder durch. Und Spieloptionen, das sieht eigentlich alles genau gleich aus wie vorher. Wir schauen hier wieder schnell kurz in den Grand Prix schnell rein mit einem modernen Fahrzeug. Und gehen dann mal schnell kurz die Fahrer wieder durch. Wir haben wieder den Hamilton und den Bottas. Ich glaube, 2018 hat es nicht so viele Fahrerwechsel gegeben. Wir haben hier noch den Vettel und den Räikkönen. Dann haben wir den Ricciardo und den Verstappen. Perez und Ocon. Williams mit dem Stroll und dem Sirotkin. Der ist, glaube ich, seit 2 Jahren in der Formel 1 oder 1 Jahr. So, dann haben wir noch Renault mit Hülkenberg und Carlos Sainz, der ja von Toro Rosso übergekommen ist. Toro Rosso haben wir jetzt den Brandon Hartley und den Pierre Gasly, seine erste Formel 1-Karriere. Und bei Haas haben wir noch den Romain Grosjean und den Kevin Magnussen. Das war schon relativ lang so, die Fahrerpaarung. McLaren haben wir natürlich auch noch mit dem Alonso und dem Stoffel van Dorn. So, dann haben wir noch Alfa Romeo Sauber, wo ja eben vorher Sauber war, mit dem Marcus Ericsson und dem Charles Leclerc, auch seine erste Formel 1 Saison. Und das wäre es gewesen. Ja, wir kennen das vielleicht aus der Netflix-Serie raus. Dort hat es ja ist eigentlich die erste F1-Serie gewesen. Ist auch hier jetzt mit dem neuen F1-Logo. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo sieht, aber da sieht man es ja sogar. Das ist ja da, wo dann Liberty Media alles übernommen hat und Ecclestone alles abgegeben hat. Und ja, wir gehen jetzt wieder in das Zeitfahren rein. Und wir nehmen wieder natürlich den Sauber bzw. den Alfa Romeo. Und gehen wieder nach, wo haben wir sie da? Belgien. Und dann schauen wir mal, wie das Fahrverhalten hier wird. Ich denke, 18 ist nicht gross anders als 17. Bin mir jetzt aber selber nicht mehr ganz sicher, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe es gemeint, es war eigentlich fast identisch. So. Session hier haben wir jetzt das erste Mal, wo wir dann hier reinjumpen in den Monitor rein. Und wo wir jetzt hier mit dem Setup auswählen, da erreicht uns niemand mehr das Tablet. Und ich muss sagen, fetzen wir gerade raus. Hier können wir jetzt auch mit dem Lenker schauen. Aber wir fetzen jetzt gerade raus. Oder ein lauter Sound gerade, so. Okay, das fühlt sich schon sehr ähnlich an, muss ich jetzt gerade sagen, wie F1 2021. Als ERS habe ich jetzt natürlich immer voll offen. Jetzt soll ich nämlich schon schauen, wo ich die Batterie umstellen kann. Hier hat man nämlich das erste Mal, glaube ich, mit der ERS-Batterie spielen. Und man kann sagen, so, ja, nein, du jetzt nicht so stark oder du lieber ein bisschen stärker. Oh, okay, der erste Slide über die Rouge rein. Ein bisschen. Ja, aber sie fühlen sich schon ziemlich schnell an, die Autos hier. Ja, und ein bisschen schwer fühlt sich das Auto an, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das kann wirklich am Setup jetzt liegen. Ich jetzt einfach so ein Standard-Setup genommen habe. Aber die Autos hier fühlen sich schon ein bisschen ähnlicher an wie in F1 2021, das kann ich gerade so sagen. Die Curbs sind noch nicht so aggressiv. Das gefällt mir. Aber die Bremspunkte sind wirklich fast identisch. Wie wir nachher eine schnelle Zeit machen. Mal schauen, wo wir etwa so landet. Wir haben ja mal bei F1 2015 haben wir, glaube ich, 1,55 oder so gemacht. Oder das war das 14 noch. Also in dem Fall 1,53 oder so. Da fliegt einfach ein Helikopter. Wow! Dann sind wir mit 1,48 unterwegs, okay.
Also es wird wahrscheinlich immer noch nicht so schnell sein, nehme ich jetzt mal an. Ich weiss es nicht. Fetzt jetzt mal einig schnell. Oh, da verbremse ich mich noch. Okay, wir können jetzt mal einfach schon kurz stinkfrech ab. Wir kommen mit 1,46 ins Ziel rein. So, also ja, ich würde mal sagen, wir switchen auch noch schnell kurz das Auto. Da gibt es ja auch wieder die Classic Cars, einfach, dass wir es auch noch mal gehört haben. Ich weiss aber nicht, kann ich es hier auch gerade wechseln, wie vorher? Geht das? Auto- und Streckenauswahl, ja, das sollte gehen in dem Fall. Historische, dann haben wir noch Lotus. Ja, also, was ist das älteste Auto? 72, das ist der älteste. Wir nennen mal gerade den ältesten Wagen. Ich weiss, ich habe immer Rennen gemacht mit so gemischten Fahrzeugen, das war so funny. 72, das dürfte, glaube ich, auch Turbomotor sein, wenn es mich nicht täuscht. Bin mir jetzt nicht mal mehr sicher. Aber ich glaube, 70er sind Turbowagen noch gewesen. Ich weiß nicht mehr. So, oh, holy shit, ey. So, ja, Setup tun wir mal einstellen. Wobei, da war halt mehr Motor als etwas anderes gewesen. Hä? Okay. Ah, okay. Ich verstehe, wie die Bremsen funktionieren. Nämlich gar nicht. Oh mein Gott. Aber eins muss man dann aus den 70er Jahren raus. Die Autos haben einfach Style hinten. Einfach ein fetter Spoiler, so wir fahren in der Cockpit-Cam. Vollgas so raus durch. Oh! Nur das Nase ein bisschen getutscht. Ich auf die Vorderachse gehen mit der Bremse. Gut, früher sind die auch völlig krank gewesen, was die für Autos gefahren sind. Wow. Ich drifte mehr um die Kurve herum gefühlt. Aber es ist geil, dass so Zeug eigentlich drin ist. Also, ich muss so sagen, im Karrieremodus habe ich es jetzt nie so gefühlt, wenn wir so mit Classic Cars rumballern, bin ich ganz ehrlich. Aber es war ein nice to have gewesen. Und ich finde es schade, dass es in F1 2021 nicht drin ist. Weil zwischendurch mal so mit Classic Cars rumballern ist halt einfach schon auch recht unterhaltsam gewesen. Ah ja, kein weiterer Gang mehr. Okay, das ist die Limite. Ah, jetzt weiss ich ja, wieso dass der vom Gas gegangen ist. Da. Was haben wir überhaupt drauf? Wie schnell sind wir? 256. Oh, da kannst du immer so schnell abschalten, wegen Synchronisierung der Gänge. So, aber geil. Fühle ich schon echt. Gut, also das sind wir da auch schon. Die Stimme ist ja ganz komisch vom Chef. Also, da würde ich mal sagen, wäre es von F1 2018. Und dann sehen wir uns dann nachher wieder in F1 2019. Und ja, dann schauen wir mal, was die Unterschiede sind. Vom 18 ins 19 rein. Und bis dann.